Liebe GVC, am vergangenen Sonntag haben wir euch informiert, dass wir euch unter der Woche updaten, wenn wir ab dem Sonntag, 26. September, gemeinsam unter den neuen Rahmenbedingungen unsere Gottesdienste feiern. Und ich freue mich jetzt, dass es soweit ist und ich euch die Infos zukommen lassen, wie wir das machen werden. Uns ist grundsätzlich ganz wichtig, euch zu sagen, dass bei uns jede und jeder herzlich willkommen ist. Wir werden Möglichkeiten haben, dass jeder hier am Gottesdienst teilnehmen kann. Wie wir das genau umsetzen, dazu jetzt ein paar Infos. Einige Sachen bleiben sich gleich. Kids treffen sich wie üblich im Kidsland und in der Kids Church. Ihr dürft eure Kinder gerne dort abgeben. Wie schon vorher gilt dort bei der Abgabe Maskenpflicht, wenn ihr die Gebäude betretet. Für den Gottesdienst werden wir uns in 3 unterschiedlichen Locations treffen. Einerseits treffen wir uns hier im Town Village Saal. Diesen Raum kannst du ohne Zertifikat betreten. Wir betreiben den mit einem Schutzkonzept, das heisst, es gilt Maskenpflicht und er ist begrenzt auf 50 Personen. Die zweite Location ohne Zertifikat ist der Müllisaal. Auf dem Mülliareal im Müllisaal treffen sich weitere 50 Personen mit Masken und mit Abstand und einem Schutzkonzept, um dort den Gottesdienst miteinander live aus der Parkarena zu erleben. Die dritte Location ist die Parkarena. Die betreiben wir unter einem Covid-Zertifikat, das heisst 3G, geimpft, genesen oder getestet. Wenn du so ein Zertifikat hast, darfst du das gerne am Eingang zeigen und bist dort willkommen, um dort den Gottesdienst miterleben. Auch in der Parkarena achten wir natürlich darauf, dass du sicher bist und so werden wir weiterhin Abstand halten bei den Sitzplätzen. Damit wir nach dem Gottesdienst miteinander Gemeinschaft erleben können, haben wir das Foodangebot vom Foodwagen in Betrieb. Wir werden dort Essen holen und wir sitzen gemeinsam draussen und geniessen die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Das Café Theodor wird wie üblich offen haben, bis auf 1 Woche Betriebsferien während der Winterthurer Schulferien. Die Pandemie hat schon viele Phasen gehabt. Und vielleicht sind wir im Moment, wenn man es mit dem Marathon vergleicht, so an dieser Wand angelangt. Unser Bestreben war durch die ganzen vergangenen 1,5 Jahre immer, so viele Menschen wie möglich den Zugang zu unseren Gottesdiensten zu ermöglichen. Sei das vor Ort oder online über den Livestream, wo man in Gruppen schauen kann oder eben auch ganz einfach über das Internet teilen. Wir haben in den letzten Wochen wirklich viel investiert und alle Möglichkeiten abgecheckt mit den verantwortlichen Personen, die bei der Mitgestaltung und Ausarbeitung der Gottesdienste mithelfen. Wir möchten euch gerne einen kleinen Einblick geben, was für Gedanken wir dazu uns alles machen, welche Leitplanken und Begrenzungen wir dabei mit einbeziehen. Einerseits haben wir Platzmöglichkeiten und Begrenzungen. Neben der Durchführung der Gottesdienste für Erwachsene ist für uns immens wichtig, dass wir für Kids und Teens optimale Bedingungen haben, damit sie sich treffen können und so miteinander Gott begegnen können. Weil gerade Teens während der vergangenen Monate oft unter den Umständen gelitten haben und auch ein bisschen zurückgestellt worden sind, haben wir uns entschieden, dass wir ihnen genug Platz hier auf dem Areal einberäumen. Das heisst, das -2 ist für Teenies reserviert. Sie treffen sich dort und gehen von dort aus dann nachher in ihre Gruppen. Etwas Zweites, das uns Leitplanken gibt, ist das Schutzkonzept vom Verband Freikirchen. Wir haben das in den letzten Wochen jetzt ausgearbeitet erhalten und das hat auch so ein paar Richtlinien drin, an die wir uns halten müssen. Zum Beispiel beinhaltet die Klausel, dass in diesen Räumen, wo 50 Personen ohne Zertifikat begrenzt sind, alle Leute, die mitarbeiten, mit in diese Zahl gezählt werden. So haben wir natürlich ein paar Gedankenspiele gemacht und uns überlegt, wie wäre es, wenn wir zum Beispiel für diese Gruppe die Parkarena öffnen. Faktisch würde das heissen, dass wir dann neben den ungefähr 20 bis 25 ehrenamtlichen Mitarbeitern noch 20 bis 25 Gäste zulassen könnten. Und das ist einfach nicht praktikabel. Aus diesem Grund haben wir die Parkarena unter dem Covid-Zertifikat. Ich glaube, was für uns alle wichtig ist, Flexibilität ist gefragt. Wir versuchen hier mutig voranzugehen und wir laden euch herzlich ein, mit uns flexibel zu sein, an diesen Sündigen auszuprobieren, zu schauen, wie das dann so tut und wie das geht. Aber uns ist wichtig, wir machen es miteinander, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten im Gottesdienst einschalten. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Einige Fragen sind aufgekommen und es heisst, gibt man sich denn da einfach so rein, wenn der Bundesrat etwas entscheidet? Einerseits ja, wir möchten uns an die Vorgaben der Regierung halten. Andererseits ist es für uns auch sehr wichtig und wertvoll, dass der Freikirchenverband
rechtliche Schritte eingeleitet hat und eine Klage im Kanton Genf bezüglich Einschränkung der Religionsfreiheit platziert hat. Wir hoffen, dass auf diesem Weg schon bald wieder mehr möglich sein und wir unseren Gottesdienst wieder in anderen Formen miteinander feiern können. Und uns ist es wichtig, das mit euch zu teilen. Jetzt freue ich mich und sage bis bald, 26.09., wenn wir gemeinsam miteinander Gottesdienst feiern.